Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Breaking News. Wir hätten nicht gedacht, dass wir das Jahr so starten, aber es gibt ganz grosse Neuigkeiten aus der Formel 1. Günther verlässt Haas. Außerdem reden wir über ganz kleine weitere Themen, wo wir natürlich wieder abgeschweift sind. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Vergnügen dabei. Meine Damen und Herren, wir sind hier bei einer Special-Episode. Eine Episode, wo wir, glaube ich, beide nicht erwartet haben, dass wir sie machen, aber es kann nicht ohne sein. Wir haben grosse News, was das Thema Haas angeht, und wir müssen einfach darüber reden. Das war lustig, vor dem Podcast wollten wir immer ein bisschen besprechen, um was es geht. Wir haben uns fast nicht zurückheben, weil wir die ganze Zeit wollten schon bereits darüber reden. Wir haben das nämlich bis jetzt noch gar nicht besprochen, außer schnell 2-3 Posts hin und her geschickt. Und für die unter einem Formel 1 Day hocken oder leben, ich weiß nicht, wieso dass ihr den Podcast hört, aber Haas trennt sich von Günther Steiner und jetzt seit gestern auch noch bekannt von Simone Resta, Ex-Ferrari, Mann, der der Technical Director war und eben der Günther Steiner, der aus dem Nichts raus jetzt das Team verlässt und also ich weiss ehrlich gesagt selber nicht, wie ich darauf reagieren soll. Was ist deine erste Reaktion zu diesen grossen News jetzt zum Start von dem neuen Jahr? Also zuerst einmal möchte ich allen mal ein gutes Neues wünschen, weil das ist eigentlich nicht die erste Episode, die wir geplant haben, so aufzunehmen. Das ist schon richtig. Und eigentlich, ja, egal, wir haben eigentlich wirklich komplett etwas anderes geplant, aber wie es der Gabo schon gesagt hat, wir müssen da einfach wir müssen jetzt einfach das aufnehmen. Und meine Reaktion ist so, ich habe ja das gesehen auf Instagram über so eine, sage ich jetzt mal, Drittanbieter Informationenquellen. Und da habe ich das bei mir auf Instagram, by the way, folgt mir auf Instagram, habe ich das so repostet Castle Official, by the way. Und danach habe ich das so reingetan und habe so gedacht so, ja, ich weiss ja nicht, ob das vielleicht einfach nur Fake News war, aber eigentlich ist die Quelle, die ich dort genommen habe, schon recht zuverlässig gewesen. Dann habe ich das so mal repostet, dann ist es nicht lang gegangen, ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, so, was, ernsthaft und so. Und ich glaube, die zweite Nachricht war, ja, Netflix wird so untergehen. Das war einfach die zweite Nachricht gewesen. Und ja, wie soll ich sagen, ich bin irgendwie, also auf einen Teil bin ich überrascht gewesen. Auf den anderen Teil habe ich mir aber auch gedacht, es ist aber auch mal Zeit geworden, weil, sind wir ehrlich, der Günther mag ein lustiger sein, hat aber auch viel verbockt, viel blöde Sprüche rausgehauen, gewisse Fahrer schlecht behandelt. Ich will keinen Namen nennen jetzt in diesem Case. Und dann, ja, irgendwo durch muss ich sagen, es ist vielleicht besser für Haas als ich, dass ich mal mit einem neuen Teamchef das Ganze probiere, weil ich meine, der Steiner ist schon seit 2016, also seit Teambeginn in der Formel 1 ist er ja dabei und ist Teamchef dort. Und ich glaube, sie brauchen schon mal ein bisschen frischen Wind auch oben. Nicht nur bei den Fahrern, wo sie ja jetzt doch mal ein bisschen gewechselt haben, sondern halt auch wirklich ein bisschen in der Chefetage. Vielleicht müsste ja mal der Gene den Platz weichen. Aber das ist ein bisschen noch mal etwas anderes. Aber eben auf einen Teil finde ich es schade, weil der Steiner ist ein Charakter gewesen am Formel 1 Grid, das definitiv. Auf der anderen Teil oder der anderen Seite muss man halt einfach sagen, es ist vielleicht auch nötig gewesen, in meinen Augen. Ob sein Nachfolger die richtige Wahl war, das schauen wir nachher noch an. Aber ich sage jetzt mal so, scheiße irgendwie, aber auch irgendwie verständlich, in meinen Augen. Aber was sagst du? Ja, also ich bin da so ein bisschen deiner Meinung gegenzudurch. Also eins ist klar, der Günther ist und wird für immer eine riesige Formel-1-Legende bleiben. Also dem seine Memes, von denen werden wir noch Jahre später noch reden. He does not fuck smash my door. He does not fuck smash my door. Fucking Legende. Und es ist auch, eigentlich finde ich es vor allem aus dem Grund schade, weil Haas gäbe es nicht ohne Günther Steiner. Und das ist so, ja. Das Ganze wirkt extrem lieblos. Wir haben es auch noch kurz besprochen vor dem Podcast. Ich bin mir nicht sicher gewesen, du hast mir bestätigt, er hat im Team nicht mal anständig Tschüss sagen. Er hat einfach gesagt, okay, so, du bist jetzt weg, du kommst nicht mehr in die Firma rein.
Und ich finde es einfach krass, wie lieblos mit ihm umgegangen wird, weil eben, ohne ihn gäbe es Haas nicht. Er hat das Ganze überhaupt zusammengewürfelt. Er hat sich die ganzen Deals geholt, er hat sich die ganzen Leute ins Boot hineingeholt und er hat den Hauptsponsor, den Gene Haas, überhaupt überzeugt, das Formel 1 eigentlich zu eröffnen, Formel 1 Team zu eröffnen. Also von dem her, ich finde das einfach extrem schade. Ich finde, es hat sich aber ein bisschen abzeichnet, dass irgendetwas mal wird kommen, dass irgendetwas sich mal wird verändern. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das etwas Grosses passiert, wie zum Beispiel Andretti kauft es auf. Aber wenn man halt auch mal schaut, will man wirklich ein Team aufkaufen, das als Zehnter performt, ihre Autos nicht selber machen, sondern nur einkaufen und 3 verschiedene Homebases haben. Eine in Amerika, eine in England und eine in Italien. Und dann ist die Homebase in Amerika einfach nur so eine halbpatzige Front, wo eigentlich nichts gemacht wird. Und in Italien tun sie eigentlich nur kopieren, was Ferrari macht, oder? Also von dem her, ich denke, es ist klar, dass die letzten paar Jahre einfach etwas gefällt hat. Und ich denke vor allem etwas an der Entwicklung des Autos. Sie haben sich nicht verbessert und jedes Jahr ist das Auto scheiße gestartet und schlechter geworden jetzt die letzten 2-3 Jahre. Und so ein bisschen der Touch, den sie 2016 noch hatten, wo sie gestartet haben, den hat es einfach nicht mehr. Ich meine, sie sind dann unglaubliche Story, einfach 6. geworden in ihrer ersten Season, was verdammt gut ist. Klar, es ist jetzt nicht ein Braun GP, aber es ist doch eine gute Leistung für ein Team, wie Haas es war. Und ich finde eben, das darf man nicht vergessen. Er hat wirklich viel geleistet bis dahin. Er hat wirklich viel gemacht und das Team hat nur durch ihn überhaupt funktionieren. Und er hat es halt auch nicht einfach gehabt, die ganzen Jahre hinweg. Der Gene hat auch komische Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel der ganze Rich Energy-Zeugs. Hat der Gene ja auch abgesegnet, dass das eine super Sache ist, oder? Und danach muss ich auch sagen, eigentlich ein riesen Respekt an Günther, dass er die Leute so überhaupt durchführen kann. Und das zeigt auch, dass er so ein bisschen ein Mann ist für die Menschen, gell? Er ist ein Führer für die Menschen und soweit wir uns informiert haben, ist das eben auch so ein bisschen der Grund, oder? Der Günther ist ein Mann für die Menschen, er kann gut Leute führen, aber anscheinend fehlt es bei ihm so ein bisschen am Technischen und wegen dem erstaunt es mich eigentlich umso mehr, dass sie mit dem Günther zusammen eigentlich jetzt auch noch Simone Resta, wobei ich glaube, er ist selber gegangen, vom Team entlassen haben. Weil aber ihn haben sie auch geschmissen. Ihn haben sie geschmissen. Ich habe es gerade vorgelesen. Eben weil die Updates, die eben jetzt letztes Jahr gekommen sind, nicht das gebracht haben, erneut, was versprochen wurde ist oder versprochen wurde von ihm. Und das hat jetzt wahrscheinlich einfach im Gene gelenkt und hat halt gesagt, hey, look, pisst sich jetzt aus, lange. Ja, und wegen dem für mich umso erstaunlicher, dass er jetzt eben auch noch geht. Weil eben Simone Resta, der ist eigentlich von Ferrari gekommen und ist ein grosser technischer Kopf, der kann das schon. Sonst wäre er nicht mal bei Ferrari gewesen. Und ja, schlussendlich ist das auch ein bisschen der Grund, wieso das jetzt der Ayao Komatsu die Stelle bekommt als Teamleader. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann, weil wenn du... Ich meine, er ist ja der Race, also Chief Race Engineer gewesen, und er hat ein sehr gutes technisches Verständnis. Dann setzt er doch auch in den technischen Department ein, tut er doch als Technical Director rein und nimmt zum Beispiel einen Mattia Binotto ins Team. Mattia Binotto wäre so gut ein Ersatz gewesen. Italienisches Team, kommt von Ferrari, kennt In- und Outs, alles was er muss können. Und er hat Erfahrung mit Ferrari. Er ist nicht ein super Team-Principal. Aber du könntest doch den Ayao Komatsu eigentlich als Technical Director jetzt einsetzen, wenn du das schon willst. Aber was der Haas wollte, hat, ist jemand mit Erfahrung, jemand, der schon lange im Team ist. Und der Ayao hat 20 Jahre Erfahrung bereits, die er mitbringt. Aber ich finde es einfach speziell, dass er gerade promoted wird. Wahrscheinlich, und das ist meine Vermutung, hat er einfach an den richtigen Punkt genau das Richtige gesagt, wo der Haas halt überzeugt hat. Also im Stil von, ja, wir wollen den Günther raus tun. Aha, okay, spannend. Ja, wieso denn? Er lenkt sich vom Technischen nicht. Ja, wir hätten gerne jemanden, der technisch gut rauskommt. Ich bin einer, der das kann. Okay, du bist Teamchef. So kommt mir das einfach irgendwie vor. Nicht, als ob er sich das super verdient hat, super rausgestochen wäre. Er war einfach gerade so ein bisschen die Notlösung gewesen. Und wegen dem bin ich gespannt, wie er das Team wird führen würde. Ich weiss nicht, wie siehst du das? Wie siehst du den Ayao Komatsu so als neuer Teamchef? Meinst
kommt der Rang rüber? Schwierig einzuschätzen, weil eben er hat ja an sich, eben er hat schon Formel 1 Erfahrung, weil er ist ja schon lange in diesem Zirkus dabei, aber er hat ja eigentlich nie die Erfahrung als Teamchef. Also, oder weißt du, er hat ja nie eigentlich so eine Teamchefleitung gehabt. Ich kann nicht einschätzen, weil eben es ist schon 2019 glaube ich, wo sie ihn ja eigentlich fast hätten rausschmeißen. Und jetzt ist er einfach Teamchef. Das finde ich halt einfach auch ein bisschen so wieder mega widersprüchlich. Wieso nimmst du einen als Teamchef, eben, wo du eigentlich schon mal fast rausgerührt hast? Und ich sehe das gleich wie du. Ein Binotto wäre super gewesen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich... Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sogar schon eine Anfrage an Binotto rum war, aber das hat vielleicht entweder der Binotto nicht wollen, weil ja, Haas, was will jetzt so am schlechtesten Team helfen und so. Und oder vielleicht hat er einfach halt, ja, ist er nicht bezahlbar gewesen, weißt du? Binotto, vielleicht ist einfach das Gehalt, das er verlangt hätte oder was er hätte wollen, halt einfach viel zu hoch gewesen und halt einfach für den G nicht lukrativ gewesen. Wer weiß. Ja, guter Punkt. Was jetzt aber mehr noch gerade so in den Kopf hineingekommen ist, wirklich eine wilde Theorie. Imagine, wie heisst der, Ayao, ist schon Japaner. Honda? Ja. Wilde Theorie. Ja, Imagine, so kann natürlich halt schon auch. Ich meine, eben Japan ist, oder Honda ist stolz und Japan sowieso auch. Und ich meine, darum ist ja auch der Yuki so gut in Verbindung mit Honda oder beziehungsweise auch, ja, dass halt Alpha Tauri und auch Red Bull mit Honda-Motoren noch können fahren oder halt einfach die Unterstützung noch haben oder haben immer noch. Und stell dir vor, er könnte auch die Verknüpfung aufbauen und einfach Honda-Engines in Haas reinbekommen. Weißt du, da wäre schon krass, wenn sie Ferrari richtig ausgebeutet hätten über Jahre rein. Weißt du, so, ich meine, Ferrari hat ja auch in die Infrastruktur von Haas investiert und alles und so. Und dann heißt es einfach, hey, ciao, tschüss. Das wäre richtig krass, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, Gene ist nicht so happy mit Ferrari-Motoren. Und sind wir auch ehrlich, dass ein Ferrari-Motor im Haas ist einfach auch nur wegen dem Günther, weil er sich auch mit dem Binotto auch gut versteht oder verstanden hat. Darum ist das auch zustande gekommen. Ja, es hat sicher irgendwo gewissermaßen etwas dran. Also, also meine, das es wäre schon ein Big Move. Es wäre ein Big Move, wenn er Honda würde ins Boot holen würde. Aber dann ist einfach auch die Schwierigkeit, wie packst du einen Honda-Motor in ein Ferrari-Auto rein? Weil ja, der Ferrari-Chassis, und das ist ja bis jetzt auch immer so ein bisschen nachgemacht worden, nachgebaut worden oder alte Teile sogar gekauft worden. Na gut, das Chassis müssen sie schon selber designen, aber sie müssen es halt um einen Motor machen und alles andere, was sie einkaufen, funktioniert dann nur mit einem Ferrari-ähnlichen Chassis. Oder? Also, der Gene Haas wollte schon das Ferrari-Zeug eigentlich noch beibehalten. Und ja, was ich ein bisschen ja, halt nicht ganz gesehen ist, also der Komatsu ist jetzt nicht unbedingt super linked mit der Honda Academy oder irgendwie mit Honda an und für sich. Wegen dem ja gut, aber das kann ja noch kommen, weil er jetzt so eine höhere Position hat, weißt du? Also das ist einfach eben so eine wilde Spekulation. Ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen. Und ich meine, ja, sie haben jetzt immer mit Ferrari-Motoren geschaffen und das Auto um einen Ferrari-Motor aufgebaut. Aber ich meine, schau McLaren an, die sind von Honda auf Renault und dann nachher auf Mercedes-Motoren jetzt wieder. Du kannst das auch ändern, wenn du willst. Also das ist schon im Bereich des Möglichen. Und dann nachher musst halt du einfach von Grund auf selber halt entwickeln. Klar, da muss halt auch wieder mehr Geld rum sein, es muss halt einfach mehr investiert werden in das. Aber vielleicht ist es ja genau das, was sie machen müssen. Nicht immer einkaufen von einem Hauptlieferant und hoffen und beten, dass das funktioniert und dass sie dann auch von dem profitieren, sondern vielleicht halt einfach mal selber entwickeln. Ich meine, schau mal McLaren an, wie die sind so schlecht in die Saison hineingestartet. Aber was viele nicht wissen, ist, dass der McLaren, das Grundchassis, also das Monocoque, wo Motor, alles drum und dran angeschlossen ist, wo ja am Anfang der Saison erstellt wird und nachher nicht mehr verändert werden kann, erstens weil der Kostenaufwand einfach zu hoch wäre und du dein Budget würdest gerade überschiessen, plus auch von den Crash-Structures, die fix vorgegeben sind nachher und du das nicht mehr ändern darfst.
dann ist es so, dass McLaren hat Anfang der Saison eine brutal ähnliche Crash-Struktur gehabt, so sage ich es so, wie Red Bull. Und darum haben die auch dann nachher können, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, viel am Red Bull anschauen. Ihr Auto war ja nicht 1:1 wie der Red Bull, aber sie haben sich mega daran anlehnen, weil sie haben die gleiche Aufhängung hatten. Sie haben eben, das Monocoque, der Aufbau war sehr identisch mit dem Red Bull und darum sind die rein so vom Chassis her näher an das hergekommen und sind auch von der Performance her so brutal stark geworden. Und wieso? Weil sie halt einfach selber alles entwickelt haben. Ich meine, sie sind Mercedes-Kundenteam. Sie könnten einfach sagen, wir kaufen von Mercedes ein. Aber sie machen das nicht. Sie entwickeln selber. Das Gleiche ist ja auch bei Dings. Kann ich sagen, bei Aston, die machen sie ja auch selber. Ausser 2019 oder 2020, wann haben sie genau das gleiche Auto gehabt? Der pinke Mercedes. Das ja, ist, genau. 20, man hat den Checker gewonnen, 2020, 21 ist er zu Red Bull, 22, 23. Ja, in dem Fall 20, ja. Das ist das Mod Ausnahme. Aber sonst haben sie eigentlich schon auch selber entwickelt. Sie haben sich einfach auch am Red Bull angelehnt. Aber der Red Bull ist halt dann nachher halt vom Aufbau her komplett anders gewesen als der Mercedes oder halt eben der Aston dann. Ja, schau, also ich meine, klar ist, dass eigentlich das Red Bull-Konzept das Konzept ist. Oder? Also, wenn du gewinnen mit diesen neuen Regulations, solltest du im Red Bull-Konzept gehen, weil so dominant wie sie sind, hat das Konzept auch bewiesen, dass es alles am besten beherrscht. Nämlich die ganze Purposing Control ist am besten beim Red Bull gewesen. Sie haben am wenigsten Mühe gehabt, im Vergleich zu den anderen Teams mit den Dings, mit der Reifenüberhitzung etc. Das Einzige, was sie ein bisschen Mühe hatten, ist generell so ein bisschen Stabilität in der Kurve. Und das war ja der Unterschied zwischen Max und dem Checo. Der Max hat es beherrschen, der Checo nicht so gut. Und auch das Braking, das ganze Corner-Braking war ein bisschen ein Thema gewesen. Aber sie haben es meistern mit dem und alle anderen Teams haben viel gröbere Probleme. Eben gerade Haas, extrem schlimme Probleme mit ihren Reifen. Ja, also ich meine, etwas allein entwickeln. Ich denke schon, dass das am besten wird funktionieren, vor allem wenn sie jetzt in so eine Red Bull-Richtung würde gehen, wie das McLaren jetzt mittlerweile noch gemacht hat, wie das Aston Martin schon Anfangsjahr gemacht hat. Aber ich glaube mit dieser Aussage, wo du da gesagt hast oder gestartet hast, kommen wir zum Hauptproblem, das eigentlich Haas hat. Und das ist so ein bisschen die Differenz zwischen dem, was das Team das Gefühl hat, dass sie brauchen, und der Gene Haas ihnen effektiv gibt. Eine Aussage von Gene Haas ist, ich zitiere jetzt nicht genau, weil ich weiß es nicht mehr auswendig, aber basically hat er gesagt, ich sehe nicht, wieso ich noch mehr Geld in das Team reinbuttern. Sie haben alle Mittel, die sie brauchen, um viel mehr Erfolg zu haben. Ja, genau wegen dem sieht man auch, dass sie so viel Erfolg haben und dass sie sich so fest bessern können. Und genau wegen dem müssen sie aus 3 verschiedenen Bases arbeiten, wobei die amerikanische nicht recht gebraucht wird, und sie müssen Sachen einkaufen, weil sie nicht genug Mittel haben, um selber etwas zu erforschen und selber etwas zu machen. Ich meine, sie brauchen alles von Maranello. Sie haben nur eine ganz kleine Werkstatt selber. Sie brauchen den Windtunnel, sie brauchen CFD, sie brauchen alles, wirklich alles. Sogar Maschinen zum Sachen bauen brauchen sie von Ferrari. Und wegen dem verstehe ich nicht. Er sagt, er will nicht mehr Geld ausgeben, und er hat jetzt das Gefühl, dass der Komatsu die Lösung ist, dass man ihn nimmt und dass er hilft. Aber sie können ja nicht einmal selber etwas entwickeln, obwohl das eigentlich, so wie du gesagt hast, und in meinen Augen auch die Lösung wäre. Sie müssten es selber entwickeln, weil wenn du die richtigen Leute einstellst, dann können sie auch arbeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, das Simone Resta hatte. Der hat ja nicht viel zum Arbeiten gehabt. Der muss mehr schauen, was er zusammenstecken kann, anstatt dass er überhaupt schaut, ja, wie könnte ich das Auto noch verbessern. Also ich glaube, mit dem Teamchef wechseln und Simone Resta rausschießen, hast du nicht die Lösung dafür, dass das Auto schneller wird und die Upgrades besser werden. Ausser er hat jetzt wirklich riesige Signings noch, und nächstes Jahr oder dieses Jahr, Mitte dieses Jahr, kommt irgendwie, keine Ahnung, der Ottmar Safnauer übernimmt das Team, und sagen wir, der Andrea Stella nimmt die Teamchefrolle weg und geht so als Technical Director zu Dings. Oder keine Ahnung, du könntest auch einen Pat Fry wieder reinholen. Es gibt so viele Leute, die eigentlich am Umschwadern sind. Oder er holt einen. Ja, eigentlich müssen sie den Franz reinholen. So jetzt so krass. Aber ich glaube, der hat keinen Bock mehr, Alter. Was ist das, 73 oder so? Ja, er hat auch gesagt, er hat nicht mehr so Lust drauf. Er schaut schon noch drin, aber er hat keine Lust mehr auf das ganze Theater.
Ja, Ja, also, ich weiß sicher halt nicht, was halt die richtige Lösung wäre für Haas. Also, ich meine, eben da, wo du auch gesagt hast, das macht eben Sinn, stell die richtigen Leute ein. Aber es ist halt immer eine Frage des Geldes und möchten sie für das Geld, das sie bei Haas bekommen und da, wo sie müssen leisten und alles, möchten sie das wirklich antun. Ich meine auch, die haben irgendwo durch eine Karriere und ich glaube, viele haben halt einfach auch ein bisschen Angst davor, dass sie in ein Team hineingehen, dann nachher dort machen, tun und weiss ich was und dann nachher gleich keinen Erfolg bringen und dann nachher haben sie eigentlich sozusagen ja, einen Eintrag in ihrem Lebenslauf, ja, von dann bis bei Haas gewesen, aber gleich keinen Erfolg gebracht. Weißt du, was ich meine? Ja, Also es schadet eigentlich auch ihrer Karriere. Ja. Und ja, dann kann ich es irgendwo durch nachvollziehen, dass es eben vielleicht, wenn jetzt ein Binotto auch eine Anfrage bekommen hätte, sagen wir jetzt einmal, wir wissen es ja nicht, dass er dann nachher halt auch gedacht hat, so, ja nein, das schadet ja gut, seine Karriere, aber es schadet meiner Karriere, weißt du, was ich meine? Und ich meine, was macht der Binotto jetzt? Der wird wahrscheinlich immer noch nach wie vor von Ferrari bezahlt für irgendeinen Scheiß, den er macht, wo einfach niemand mitbekommt. Also Aber momentan ist er immer noch auf Gardening Leave, sagt man ja. Und Gardening Leave bei Ferrari ist eigentlich 2 Jahre. Wir haben es beim Laurent Mekies hat man eine Aussage gemacht, das ist ja 1,5 Jahre insgesamt, wo er nicht bei Ferrari wird sein oder gewesen sein. Und nachher übernimmt der Alpha Tauri, respektive Hugo Boss Racing, respektive ja gut, also aktuell immer noch heisst Racing Bulls. Racing Bulls, ja genau. Ich glaube, das wird dann an der Livery-Präsentation wird das bekannt geben. Ich habe ohne Scheiß immer noch so heftig Hoffnungen, dass sie sich einfach wieder Toro Rosso nennen. Es wäre so abnormal geil, aber ja, nur schon das Racing Bull ist ja, glaube ich, patentiert worden. Ja, leider. Ja. Aber es wird halt wirklich legit jetzt komplett ein zweites Red Bull sein. Jetzt ist es nicht mehr einfach nur ein kleines B-Team, jetzt ist es einfach ein zweites Red Bull-Team. Ja, ich meine, hast du schon mitbekommen, was die alles von Red Bull jetzt übernehmen im Fall für die nächste Saison? Stell dir vor, und das habe ich mir auch schon überlegt, wenn die jetzt einfach würden sagen, fuck it, jetzt lassen wir die auch mal ein bisschen machen und dann ist einfach ein Red Bull 1, 2, 3, 4 jedes Rennen. Genau. Stell dir vor, Alter. Merkst du dort? Ich will, obwohl ich selber auch in einer Red Bull-Fan bin, oder etwas anderes, würde ich glaube einfach nicht mehr Formel 1 schauen, Mann. Das würde mich anschießen. Imagine der Ricciardo challenged einfach den Verstappen im Red Bull und er im Alpha Tauri oder beziehungsweise im Racing Bull oder wie immer der heisst. Das wäre krass, einfach so Fight um Championship Verstappen im Red Bull und der Ricciardo im Racing Bull. Stell dir vor, Mann. Das wäre geil, Mann. Irgendwie schon. Irgendwie kann ich es richtig geil. Na gut, eigentlich, wieso nicht? Ich meine, wenn wir so lange schon keinen grossen Interteam-Fight mehr haben für die Championship, wieso nicht einfach 2 Teams, die unter den gleichen Stützen sind, die gegeneinander fighten? Wieso nicht? Hauptsache, wir haben aber es ist eigentlich so klar, dass sobald das, also wenn, sagen wir jetzt so ein Szenario würde kommen, dann würde Red Bull gerade bei den Entwicklungen und alles würde das gerade zurückdrehen, beziehungsweise gerade eingeschränkt werden würde, das würde einfach Red Bull, der Brand selber, würde es schaden. Und das dann würde es... Also wenn sie wirklich jedes Rennen 1, 2, 3, 4 fertig bringen, ich glaube, würde das Red Bull wenig schaden. Ich frage mich halt einfach, was ist Racing Bulls für eine Brand? Nee. Weißt du, ich meine, Red Bull ist klar, Energy, der Alpha Tauri war ja eine Kleidermarke, Toro Rosso ist keine Ahnung was gewesen. Also Toro Rosso ist einfach Minardi ist jetzt übernommen worden von Red Bull. Ich finde es eigentlich nice. Ja, Toro Rosso heisst ja, glaube ich, einfach heisst, glaube ich, Red Bull auf Italienisch, habe ich gemeint. Toro, Bull, Rosso, Rot. Und darum ist es so geheißen, aber ich frage mich halt einfach, was das für eine Brand ist, Racing Bulls. Ich glaube, es wird selber an und für sich keine Brand sein. Ich glaube, es ist wirklich einfach das Ziel, dass sie dass sie es wie nicht mehr verstecken wollen. Weil mit Toro Rosso haben sie einfach quasi sagen, ja, wir sind jetzt ein Red Bull Minardi. Und mit Alpha Tauri wollen sie sagen, ja, nein, wir sind Alpha Tauri, wir sind eine Kleiderbrand, whatever, oder? Jetzt ist es einfach so ein bisschen, ja, fuck it, wir sind einfach das zweite Team von Red Bull. Das ist so ein bisschen so kommt es mir vor. Ich bin noch gespannt. Ich glaube, es wird einfach so ein Case sein, von die werden auch einen riesigen Hauptsponsor haben. Eben gerade wie Hugo Boss. Und dann ist es einfach das Hugo Boss Racing Bulls Team. Whatever, das es wird sein. Ein verdammter Zungenbrecher. Ja, das wird auf jeden Fall. So aber wie...
Wie Steak F1 Team Kicks sauber. Ja, genau. Alter, Übrigens, hast du gesehen, Alter, der Valtteri Bottas hat sich die Haare jetzt wirklich bleached blond gefärbt. Alter, ich ist so krank, ey, wirklich. Ja. Ich glaube, dem tut einfach die Off-Seasons von Mercedes tun ihm einfach nicht gut. Nein, wirklich nicht. Irgendwie hat er sich ganz komisch verändert. Zeigt immer seinen Arsch und weiss nicht was alles. Aber es ist geil, ja, sein Arsch hängt bei mir an der Wand oben, finde ich richtig nice. Finde ich richtig nice, so viel, ja. Aber weißt du, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, er geht, wenn dann sogar jetzt mehr auf. Ich finde es eigentlich nice, weil ich persönlich mega, Insta und du siehst einfach, wie er seine Säge drin macht. Mittlerweile könnte man wirklich meinen, er ist ein Rennvelofahrer, der ab und zu mal Formel 1 macht. Es ist so ein bisschen... Keine Ahnung, ich finde es geil, er lebt sein Leben und... Ja, vor allem er kommt immer so mehr und mehr in die Schuhe vom Kimi hinein, weißt du? Vielleicht jetzt vom extrem. Kommunikativen vielleicht jetzt nicht gerade, weil er redet ja schon noch ein bisschen etwas, aber teilweise so eben so, auch weißt du, so der Rennwochenende, du hast irgendwie immer das Gefühl so, ja, komm, ist doch scheißegal, Alter. Weißt ja, so. Ja, aber es hat etwas. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach generell so ein bisschen die finnische Mentalität. Wenn du nicht etwas hast, genau, den Satz habe ich jetzt im Kopf gehabt. Ja, aber es ist doch so. Ja, ich meine, Mika Hakkinen war auch cold as fuck. Der hat einfach gewinnen und alles andere hat ihn nicht interessiert, oder? Und das ist irgendwie einfach normal bei den Finnen. Das ist auch bei den Rallye-Fahrern, die aus Finnland sind. Also, die sind einfach dort und haben ihren Spass. Und wenn sie gewinnen können, gehen sie voll durch. Ich meine, Kalirov und Pera ist jetzt auch schon, der ist jetzt 23 und zweifacher Rallye-Weltmeister. Und wer hat er jetzt gemacht? Nächste Saison fährt er nur noch die Hälfte der Rennen, weil er gerade nicht mehr so Lust hat. Dabei ist er absolut in der Prime, Mann. Kann man machen, wenn man will, ja. Ja, ich glaub, nicht so Bock, ich fahre nur eine halbe Saison. Ja, er fährt einfach nur noch die Rennen, wo er Bock hat, Mann. Einfach, weil er noch ein bisschen driften und noch ein bisschen anderes Zeug machen will. Also, nein. Ich glaube, das ist einfach so ein Finish-Ding. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir sind jetzt brutal vom Thema abgekommen. Schöner Moment. Eigentlich haben wir wirklich gesagt, können wir in dieser Episode nur von Haas reden. Ja, es ist ja. McLaren, Bottas, Alpha Tauri, Red Bull und also voll vom Schiff abgekommen wieder. Ey, unglaublich. Ja, aber nein, schlussendlich eben, also ich denke, wir sind beide in der gleichen Meinung, dass sich etwas wird ändern, sehen wir beide nicht. Ich glaube, auch mit dem IAO wird sich da nicht gross etwas verändern. Eher im Gegenteil, ich glaube sogar, es wird noch schlimmer werden. Ich glaube auch nicht, dass der IAO, Alter, das kann ich seinen Namen nicht mehr sagen. IAO, Alter, ich kann es nicht mehr sagen, sagen wir es. Und wie heißt er? IAO Komatsu. Ja, ich denke nicht, dass er ein ganzes Jahr Teamchef wird sein, bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie so ein Ottmar Schaffner plötzlich dort steht. Ich glaube, der hätte schon Bock in die Formel 1 reinkommen. Und ich glaube auch, das wäre so... Der gehört in die Formel 1. Ja, und ich glaube auch, er wäre schon einer der effizientesten Teamchefs. Also er holt uns wenig viel raus. Sagt man jetzt über Alpine. Ja, Alpine und Dings halt auch. Force India meine ich. Dort hat er sich erst Zeit gehabt, beziehungsweise dann nachher bei Racing Point. Also ich glaube, der Ottmar ist wirklich underrated as fuck. Der hat bei Alpine einfach überhaupt nicht die Chance bekommen. Der hat sich so aufgebaut und währenddem er eigentlich angefangen hat, den Scheiße ein bisschen umdrehen und anpassen auf seinen Führungsstil, ja, ist ihm einfach weggenommen worden. Und wegen dem, ja, ich fände es geil, wenn er wieder zurück in die Formel 1 wäre, wenn er wieder Teamchef wäre. Aber ich weiss nicht, ob Haas wirklich der richtige Stopp ist für ihn. Ja, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass die Zukunft wirklich viel rosiger aussieht für Haas. Und wegen dem wollte ich abschließend auch noch schnell dich fragen, was denkst du, wo geht Haas durch? Ich gebe dir nachher auch noch meinen Senf ab, aber was denkst du, was passiert in den nächsten paar Jahren mit Haas? Wird verkauft. Okay, ja. An wer? Was denkst du? Ich glaube persönlich nicht an Andretti. Ich glaube, Andretti, wie du schon gesagt hast, wird wahrscheinlich nicht so Interesse haben, ins schlechteste Team investieren. Ich glaube, Andretti wird mit einem eigenen Team kommen. Bin ich immer noch fest davon überzeugt, weil ich meine, schlussendlich haben sie ja von der FIA Bewilligung, dass er oder dürfte an die Strecke kommen. Einfach halt eben die kommerziellen Rechte da sind. Das ist jetzt irgendwie mega ruhig geworden. Keine Ahnung, was jetzt da läuft. An wem? Ja, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass irgendwie so
so ein Saudi-Arabien-Typ investiert oder irgendwie ein Ami oder so irgendetwas. Das wäre das Einzige. Irgendwie so ein, ich meine, da der Drake hat jetzt auch, weiss ich, wie viel Kohle in sauber reingelassen. Naja. Einfach Drake, Alter. Und keine Ahnung. Vielleicht kommt ja noch der Travis Scott oder so investiert dort. Keine Ahnung, was. So ein Rapper-Formel 1-Team. Ja, ich meine, das kann schon sein, dass da einfach so ein Nike-Brand drauf. Stell dir vor. Ja, weißt du, es ist halt schon möglich, dass ein anderes, irgendein anderer grosser Reichen oder so kommt oder etwas Uralkali-mäßiges oder so. Aber ganz ehrlich, ich denke, Haas macht irgendwann in den nächsten 3-4 Jahren einen Shutdown. Ich glaube, die lassen es einfach sein. Weil es ist zu zusammengewürfelt, es ist zu wenig eigen, dass du wirklich kannst sagen, ja, mal, das lohnt sich jetzt da wirklich Geld investieren und etwas daraus machen. Und ich glaube wirklich, dass Haas sich in den nächsten paar Jahren einfach wird rausziehen. Und das, ich meine, sind wir ehrlich, hätten wir noch einen Bernie Ecclestone, dann würde er dafür pushen und einfach sagen, Haas, schaut, ich glaube, eure Zeit ist vorbei, ich glaube, wir können es langsam sein und ich gebe euch auch ein bisschen Geld, so, wenn wir gehen. Und dann hätten wir schon längstens Andretti, dann hättest du alle Probleme auf einmal gelöst. Dann hast du Formel 1 ist happy, Andretti ist happy, Haas ist happy und gut ist, oder? Also, ja. Ich denke mal eher, dass das passiert, weil ich, ganz ehrlich, ich sehe nicht, wieso dass irgendjemand, egal wie viel Geld das er hat, sollte in Haas investieren. Ich sehe es nicht. Ja, weißt du, ich meine, ich glaube, weißt, wenn du Kohle hast und du sagst auch, okay, es ist mir wert. Und ich hinter rum zu gehen und nichts gewinnen. Ja, nein, weißt du, ich meine, ja, jetzt abgesehen von der Strecke, von der Performance auf der Strecke, ich glaube, es halt einfach das Wichtigste ist halt einfach, dass du mal halt einfach eine gute Facility hast, einfach mal eine gute Basis hast, um etwas aufzubauen. Ich meine, Force India oder beziehungsweise Racing Point hat ja auch nicht viel Wert gehabt, weil sie die ganze der Jordan oder Ex-Jordan Facility noch geschaffen haben. Aber jetzt Aston Martin mit ihrer neuen Giga-Factory, die sie haben dort, weißt du, wie viel Wert hat das Team? Das ist abartig. Das ist fast gleich wie Dings, wie Mercedes mittlerweile. Also ja, mindestens, definitiv. Und ich glaube, es hat einfach, was Haas braucht, ist halt einfach, eben, du hast es ja schon vorher gesagt, es bringt dir nichts, dass du 3 Punkte hast auf diesem Planeten, wo der wird etwas produziert, dann wird es irgendwo zusammengeschraubt, dann kommen noch Teile von einem Drittanbieter, also sprich Ferrari. Das macht einfach keinen Sinn. Du musst einfach halt Kohle nehmen und einfach halt einmal in eine Facility investieren und einfach eine gute Basis haben. Weil ich habe einfach das Gefühl, wenn du eine gute Basis hast, kannst du halt einfach auf der Strecke überzeugen. Und wenn das der Gene nicht macht, dann macht es ein anderer. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Haas einfach sagt so, oder der Gene sagt so, ey, jetzt ist fertig, wir stampfen das Projekt ein, ciao, tschüss zusammen, alle verlieren ihren Job und weiss nicht was alles. Da wird schon jemand kommen, das aufkaufen, weil für das ist die Formel 1 einfach zu lukrativ. Weißt du, wie ich meine? Du kannst schon einfach die Leute einkaufen, aber die Frage ist natürlich, wer willst du noch kaufen? Ja, aber weißt du, vielleicht, also es gibt mit neuem Team, also weißt du, sag jetzt eine komplett neue Brand, sagen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, was wollen wir jetzt nehmen? Ja, sagen wir irgendein Dale Coyne Racing, ein grosses IndyCar-Team oder der Mario, nein, nicht Andretti haben wir ja schon. Ja, oder sagen wir einfach irgendwie so, sagen wir jetzt einfach mal Pirelli kommt selber mit dem Formel 1, würde keinen Sinn machen, dürfte es auch nicht, aber sagen wir jetzt einfach Pirelli kommt. Die kaufen das auf und dann hast du einen komplett anderen Brand und alles. Dann glaube ich, könnte es schon für einen Teamchef oder auch für gewisse Ingenieure interessant sein oder spannend sein, so hey, das ist etwas komplett Neues, wir bauen es komplett neu auf, es hat nichts mehr mit dem alten Team zu tun, weißt? Dann könnte das schon noch spannend sein. Ey, wieso geht Alfa Romeo genau? Einfach weil Audi mehr Geld gebracht hat und sie jetzt nicht mehr sauber jetzt gesagt haben, fangen wir nehmen die anderen? Ja gut, Alfa Romeo... Das hure intelligent. Ja, eben das Ding ist ja das, wo ja Alfa Romeo, also wo die Partnerschaft gekündigt wurde oder aufgelöst wurde, ich muss ehrlich sagen, ich weiss die genauen Details nicht. Ich vermute halt einfach, Audi hat einfach gesagt, hey, wir möchten als Werksteam kommen und das hat wahrscheinlich Sauber einfach interessant gefunden und hat das umsetzen, weil, weißt, ich
kann man gut, also ich bin ganz ehrlich mit dir, ich glaube, wenn Audi Formel 1 hineinkommt, die werden sehr stark werden. Das glaube ich auch. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass das für Sauber interessanter war. Ich meine, so haben sie ja auch den Dings bekommen, der von McLaren, wie heisst er? Der André Seidel. Ja, genau. Und er ist ja wirklich ein Genie auch. Und darum denke ich einfach auch, haben sie das machen, weil sie halt einfach gehofft haben, weil sie hoffen, dass sie so mehr Erfolg werden haben. Und es macht halt nicht Sinn, dass du Audi hast und nebenbei noch Alfa Romeo als Sponsor. Das geht gar nicht. Wenn du 2 Autobrands hast, das kannst du ja nicht machen. Weißt du, was würde eigentlich noch Sinn machen? Tell me. Also Ferrari hätte sowieso schon Haas immer so ein bisschen als Testkaninchen gebraucht und haben ihre manchmal einfach auch Sachen ein bisschen ausprobiert oder wenn etwas Ferrari hatte, hat es das Haas auch sofort gehabt etc. Also es ist sicher irgendwie sowieso ein bisschen Deals da untereinander gewesen. Also wie so zwischen Red Bull und Alpha Tauri schon gehabt, respektive Toro Rosso. Was eigentlich geil wäre ein Fiat oder ein Abarth Formel 1 Team. Ja gut, Alfa Romeo gehört ja auch zu Ferrari. Ja, also weißt du, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es irgendwie ein Haas Alfa Romeo MoneyGram-Team könnte geben, was eigentlich schon einfach ein B-Team ist von Ferrari. Ja, genau. Aber das ich glaube eben eher, dass es wirklich so ein Scuderia Fiat-Team oder ein Scuderia Abarth-Team oder irgendetwas in die Richtung. Oder Scuderia Alfa Romeo spielt doch keine Rolle. Wirklich es ist nicht Scuderia, nur so by the way. Scuderia, ja, tut mir leid. Scuderia. Das ist etwas, was ich immer falsch sprechen. Keine Ahnung, aber einfach so ein Ferrari B-Team daraus machen, weil es ist ja sowieso schon alles in Maranello unten. Also ja gut, es ist ja jetzt schon das B-Team blöd gesagt, einfach, dass sie keinen Nachwuchsfahrer drin haben. Ja. Der Haas kann den Scheiß eigentlich an Ferrari für weiss nicht wie viele Milliarden verkaufen. Nein, Milliarden nicht. Aber Millionen verkaufen. Das hat auch an Wert gewonnen, auch wenn sie zuerst hinter nur geguckt haben. Nur schon weil Formel 1 so viel Wert gewonnen Penny. hat. Ja, und Ferrari hat das Geld, also so ist es nicht. Ja, no. Du, wer weiß, vielleicht ändert sie ja dort. Wir wissen es nicht, weil eben mein Alfa Romeo war ja früher ja bei Ferrari-Sponsor. Die haben früher so ein Alfa-Logo hinten drauf gehabt, auf dem Rücken vom Auto dort. Haben sie es drauf gehabt. Es kann gut möglich sein, dass die eben jetzt bei Haas reinspringen oder eben, wie du sagst, vielleicht Fiat. Ich meine, oder Abarth ist ja eh alles Gleiche. Und was? Ja. Also von dem her, ja, ist gut möglich. Na gut, Fiat gehört eigentlich offiziell zu das Stellas, singen etwas, wie die auch immer heißen, wo Citroën und Opel schon drin ist. Ah, mittlerweile? Ja, okay. Also schon länger. Also ich weiss es auch noch, weil ich Citroën Stellantis. Verkaufe. Stellantis, genau. Ja. Und Alfa gehört eben, glaube ich, zu Ferrari. Und Ferrari, wobei man muss sagen, ja, da weiss ich auch noch, wie es ist. Früher war es so, also sicher bis 19, wo ich noch Jeep verkauft habe. Jeep hat eben zu Fiat gehört. Also beziehungsweise alle Jeeps sind von Italien untergekommen. Das war einfach ein teurer Fiat. Ich weiß aber nicht, wie es heute ist. Ob es immer noch so ist. Egal, aber jedenfalls wäre möglich. Es wäre möglich. Und ich glaube, wenn ich so in die Zukunft schaue, kann ich mir gut vorstellen, dass die Formel 1 so wird enden, dass es einfach Top-Teams gibt und die haben einfach so B-Teams. Also sprich Red Bull mit eben Alpha Tauri, Ferrari mit Haas, dann gibt es Mercedes mit Williams. Dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht mal Aston ein bisschen mehr Erfolg hat. Dann haben die vielleicht auch mal plötzlich irgendwie so ein B-Team. Ja, und McLaren, wenn sie mehr Erfolg Audi kommt und dann kommt VW. Imagine Audi und nachher Porsche, einfach B-Team. What? Nachher kommt noch Cadillac mit Ford. Nein, weiß ich nicht. Ja, Ford ist schon bei Red Bull nachher. Ja, nein. Aber ich meine, grundsätzlich kann ich würde das irgendwo durch den Schuh begrüßen. Ich meine, mich stört es bei den Dings auch nicht. Bei IndyCar ist es zum Teil auch Teams mit 4 Autos beispielsweise, stört mich eigentlich nicht. Aber wenn, dann macht es wirklich als Grid grösser. Weil Ja, sonst ist es definitiv. einfach nur noch 4 Teams und der 5. Anhänger. Oder? Definitiv. Also, wie gesagt, ich würde es hure geil finden. Erstens mal, ich würde es geil finden. Also nein, ich finde es schon mal geil, dass Audi kommt. Ich finde es geil, dass Ford bei Red Bull reinkommt. Allerdings ist ja Ford mehr als Brand dort und, und halt Elektrokomponenten, ein bisschen Entwicklung, aber grossen Einfluss werden die haben. Die sind einfach nur wegen dem Brand dort. Aber ich finde es geil.
Weil Ford ist halt, ja gut, ich verkaufe halt Ford, sind vielleicht auch noch ein bisschen dem, aber Ford ist halt einfach auch, ich finde Ford ist gerade so in der Fahrzeugindustrie einfach einer der grössten Brands, oder ich meine, einer der ältesten Brands auch. Ich Vor allem auch im Racing ist es einfach riesig. Ja, mega. Ich meine, Indy, NASCAR und so sind die ja wirklich krass auch dabei. Und auch Rallye. Ja, das ist krank. Rallye Ja. auch. Ja, na gut, sie sind zwar nicht mehr so erfolgreich, aber sie sind einfach seit Jahren dabei. Ich meine, fucking Ford Escort ist so ein abnormales Kultauto. Ja, das ist schon... Ja, Focus, das sind so Fiesta gegangen, jetzt war so mit dem Puma. Ja. Und nein, also von dem her, ich find Ford finde ich einen coolen Brand. Und ich finde es auch geil, dass sie eben eigentlich immer noch im Motorsport aktiv sind, obwohl das... Ja, ich meine, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung mit Ford verkaufen reden. Da sieht es ein bisschen anders aus. Dort ist eher CO2-Ziel einhalten und möglichst wenig CO2 ausstoßen. Aber ich würde es geil finden, auch wenn Cadillac reinkommen in die Formel 1, weil ich finde Cadillac eigentlich... Also ich finde den Brand an sich oder finde die Autos an sich von Cadillac finde ich nicht so geil. Nein, ich kann nicht. Aber der LMP, den sie haben, Ach, Alter, der Motor... Ey, der geht mir einen ab, Mann. Weil ich suche ein Video aus und dann tue ich das abspielen jetzt. Also der Motorsound ist einfach brutal. Der Dings-Start, der Bump-Start. Ja, er fährt so mit dem E-Motor los und sagt Alter, der Motor tut so geil. Seitdem habe ich gedacht, also, Alter, Cadillac muss einfach in Formel 1 kommen. Klar, wenn sie so einen Motor haben, aber es ist einfach krank. Stell dir vor, Formel 1-Motoren würden so tönen, Mann. Oh shit, Alter. Es wäre möglich, sorry, es wäre möglich. Aber vielleicht kommt sie mal einig. So ein schreiender V10 wäre schon hure geil. Ja, Alter, ich wäre schon mit einem V8 happy. Und ich meine, schlussendlich, jetzt wo sie komplett auf synthetische Benzin gehen, das wäre im Bereich des Möglichen, weil sie haben ja eigentlich in dem Sinn keinen CO2-Ausstoß mehr. Aber schauen wir, was. Du, wir dürfen ja träumen, vielleicht kommt sie. Ja. Je nachdem. Es wäre hure geil. Und eben, ich würde auch, keine Ahnung, Porsche würde ich einfach auch in der Formel 1 sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber das check ich sowieso nicht, dass das nicht stanko ist. Das check ich nicht. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich glaube es mehr, dass es ein Gerücht war, dass so wirklich etwas gelaufen ist. Ich weiss nicht, ob Porsche sie wirklich... Sie waren kurz vor einem Deal mit Red Bull, aber ja, Red Bull hat unbedingt nicht wollen... Also Porsche hat unbedingt das Team so halb übernehmen. Sie wollen, dass ein Porsche gesponsert von Red Bull Team ist, so in dem Stil. Aber ja, das hat Red Bull nicht wollen. Ja, aber weißt du, ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich auch täuschen jetzt. Ich habe gemeint, Christian Horner oder der Helmut Marko haben nie etwas in die Richtung gesagt. Also in den Interviews haben sie immer gesagt, ja, wir schauen und so. Und also sie haben nicht abgestritten, dass so Gespräche nie stattgefunden haben. Aber dass es ja schlussendlich komplett gescheitert ist, das ist ja eigentlich bis heute nicht ganz bekannt. Aber ich kann mich auch täuschen, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es hure schade, weil ich finde Porsche einer der geilsten Brands auf dieser Welt. Und hätte ich gerne gesehen in der Formel 1. Also eben, es gibt ein paar Automarken, wo ich geil finde, dass sie kommen. Und ich würde es geil finden, wenn sie würden kommen. Und eben, vielleicht auch einmal der Haas. Oder? Weißt du, es kann ja sein, dass es vielleicht einfach heisst so. Na gut, Cadillac hat gesagt, wenn wir in die Formel 1 kommen, dann nur mit der Andretti. Also ich glaube nicht, dass sie plötzlich abspringen und sagen, so, hey, wir kaufen jetzt Haas auf. Aber ich meine, für einen Autohersteller, der ein bisschen Kohle auf der Seite hat, kann es interessant sein. Kann ja sein, dass vielleicht Porsche gleich plötzlich kommt und sagt so, hey, wir kaufen jetzt einfach Haas auf. Aber weißt, es kann ja auch sein, dass was jetzt passiert, so eine Veränderung einfach genau das Richtige ist. Vielleicht sind wir ja falsch. Vielleicht sagen wir, dass das Team ist im Untergang geweiht und dann nachher passiert so etwas wie mit dem Andreas Stella bei McLaren, wo das Team einfach komplett um den Rankommen reist. Nicht, weil der Andreas einen scheiß Job gemacht hat und auch nicht, weil der Günther jetzt einen scheiß Job gemacht hat, sondern einfach, weil das, was der Andreas Seidel und der Günther Steiner vielleicht nicht ganz das war, was das Team noch braucht, um erfolgreich zu werden. Und dass jetzt ein Andreas Stella und ein Ayumu Komatsu genau das bringen, was sie brauchen. Oder? Vielleicht, wer weiß. Aber ich sehe eher schwarz für das Team, wenn es so weitergeht. Ja. Und ich finde, das ist eher nicht gute News als gute News. Ja, nein, ich sehe nicht genau gleich. Also, wäre schön. Aber ich kann es mir jetzt bei ihm einfach nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er ist zu wenig besser. Sie kennen ihn ja nicht, aber er wirkt für mich einfach so. Ja. Aber, gut, das habe ich Andreas Stella auch gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, er wirkt schon recht Liebe, das ist ja so, ja.
Aber du eben, wie gesagt, wir müssen schlussendlich abwarten. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich schließe mich da auch ein bisschen deiner Aussage an, dass ich denke, es wird eher weniger so der Fall sein, dass das so könnte stattfinden. Aber wir werden es sehen. Aber hast du noch irgendetwas, was du gerade sagen willst? Oder? Du darfst abschließen. Ist gut. Also, ursprünglich haben wir gesagt, ja, wir machen nur eine ganz kurze Folge, so maximal eine halbe Stunde oder so, 45 Minuten wäre easy. Sind wir noch eine Viertelstunde drüber, ist ja noch im Rahmen. Aber ja, das wäre es mit dieser kurzen Breaking News. Ja, ich weiß nicht, wie wollen wir dem sagen? Eine Mini-Episode, Breaking News-Episode vom Unsafe Release über also Haas. Breaking News finde ich Creme. Breaking News ja, von Haas, wo da der Günther und der andere Dude rausgeschmissen, den ich den Namen schon wieder vergessen habe. Und ja. Der Simone Resta. Genau, danke. Mein Gott. Ja, dein Einsatz ist jetzt aber recht spät. Jetzt Kafka, dass gerade zack da bist. Ich kann mich entmuten. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hast du dich schon wieder gemutet gehabt, aber ist auch egal. Gut, also das war es mit dieser kurzen Breaking News Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich, dass ihr zugelassen habt. Die nächste Episode wird irgendwann kommen, hoffen wir, wo wir dann eben da das Bingo, oder was hast du gesagt, irgendwie vorbereitet hast. Also, du hast gesagt, das schaust du noch an. Genau, das Formel 1 Bingo. Genau, ich weiss selber nämlich auch nicht mehr, was das genau geht. Ich muss es dann selber auch noch mal erklären, aber wir werden es dann sehen. Eine Einführung. Und es wird ein langer Podcast, nur dass ich es gesagt habe. Es gibt eine Einführung, Alter. Aber ja, das werden wir dann alles sehen bei der nächsten Episode. Ich bin auch schon gespannt. Behaltet euch im Kopf, die ersten Fahrzeugpräsentationen kommen dann am 5. Februar schon, da gehen es dann los. Also ein bisschen weniger als einen Monat, aber wir freuen uns schon drauf. Und ja, wie gesagt, das war es mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und wir wünschen euch immer oder wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer. Und wir hören uns das nächste Mal wieder beim Unsafe Release.